Und jetzt kommen wir zu den jungen Herren. Zumindest haben wir davon 2 von den Smash Brothers bei mir in der Sendung, Erik und Andreas. So, das Handy erstmal. Ja, kommt da rein. Yeah, so jetzt machen wir erstmal. Oh, banana. So, das Handy spielt gerade hier oben. Dann ich das hier nochmal. Right banana. Got me low like it. Okay, sensationell. Ja, okay, müsst den Kuchen reinhalten ins Bild. Sehr schön, okay. Perfekt. Okay, setzt euch. Ja, also während gerade noch ein wunderschönes Katzenvideo lief, mussten wir feststellen, dass unsere Gäste tatsächlich ihren Kuchen schon aufgegessen haben. Also herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Hallo, ja, sehr gut. Vielen Dank für den Kuchen. Ja, sehr gerne. Andreas, vielleicht erstmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst. Ich bin Andreas, ich spiele Gitarre bei der Band Smash Brothers. Ja. Ja, ich bin der Erik und ich spiele den Bass bei uns. So ein bisschen Bass. Muss ein bisschen die tief. Stimme ein bisschen basslastiger. Ja. Ja, ihr seid nur zu zweit. Die beiden anderen, der Sänger und der Schlagzeuger, sind wahrscheinlich musikalisch auf Welttournee unterwegs. Genau so ist das. Genau so ist das. Und deswegen seid nur ihr da, um entsprechend euer neues Album vorzustellen. Und auch bei der ganzen Geschichte ging es um Crowdfunding. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Also wir haben uns letztes Jahr überlegt, wie kriegen wir eine qualitativ coole Platte. Und da wir jetzt alle nicht so mega viel Kohle haben, haben wir uns überlegt, aber wir haben viele Fans und die haben viel Kohle. Und dann haben wir gedacht, hier Jungs, unterstützt uns und haben halt im Internet eine Crowdfunding-Aktion gestartet auf Start Next und das hat super gut geklappt. Ja, und dadurch haben wir jetzt die CD aufnehmen können und haben auch dann noch ein Design gemacht und so weiter. Also es ist echt eine schöne Geschichte geworden. Ja, sehr schöne Geschichte. Also es sind insgesamt 4 Lieder drauf. Jeder durfte ein Lied spielen und die wurden dann aufgenommen. Ja. Beschreibt mal so ein bisschen eure Musik. Ihr seid ein bisschen rockiger unterwegs, kann man schon sagen. Ja, das kann man schon sagen. Funkig, rockig. Genau, es ist im Prinzip hat jeder von uns einen eigenen Musikgeschmack und da der Nenner, wo wir uns treffen, ist halt dann Funk, Rock, Soul. Das ist irgendwie dieser gemeinsame Nenner und das kriegen wir, oder haben wir in diesen 4 Songs irgendwie, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Und das kann man sich schön anhören. Das ist euer zweites Album. Ihr habt vor 3 Jahren schon mal ein Album aufgenommen. Das war so der erste Versuch, mal alles zusammenzuhauen, was ihr als Band gemacht habt. Und jetzt ist das so der nächste Schritt Richtung Professionalität oder der Vorschritt zur Professionalität? Also ich würde sagen, ja, das ist der erste Schritt zur Professionalität. Das ist auf jeden Fall unser Plan, weil die Qualität da wirklich im Vordergrund steht und man kann halt auch schon jetzt sagen, dass wir echt gute Resonanz bekommen haben. Also wir haben uns damit auf verschiedene Sachen beworben, wo wir dann auch spielen konnten und uns auch gegen andere Bands durchsetzen können, was natürlich nicht heißt, dass die jetzt irgendwie schlechter sind, aber die Platte halt, spricht halt für sich und wir sind da ganz stolz drauf, dass es ganz cool ist auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt die eingeschickt und dann bei Band-Contests mitgemacht? Genau, sozusagen, genau, ja. Und wie stelle ich mir dann so einen Band-Contest vor? Wie viele Bands spielen da mit und wie hast du dann ein gewisses Petto an Liedern? Wenn das Ding über 4 Lieder hinweg geht, also 4 Runden mehr sind, dann könnt ihr nicht mehr mitmachen. Genau, nee, das muss immer ein neuer Song sein, dann müssen wir wieder einen schreiben schnell, genau. Nee, also es war jetzt hier in dem Fall so, dass es ging um dieses Vorgruppenkonzert von Ray Garvey in Bonn. Und da hat das Radio Bonn Rhein-Sieg haben halt diesen Contest gemacht, dass man seine CD hätte einschicken sollen und da haben wir uns dann, wie gesagt, damit durchgesetzt, genau. Und dieses Konzert in Bonn ist auch, glaube ich, das, was in dem Video zu sehen ist. Ist das richtig, oder? Das ist korrekt. Also direkt am Anfang sieht man schon die ersten Eindrücke davon. Da sieht man schon die ersten Eindrücke. Und zwar von dem Lied Trails. Das ist eure Hitsingle, kann man sagen. Die erste Auskopplung. Die erste Auskopplung aus dem 4-liedrigen Album. Und es ist Lied 2 für diejenigen, die nicht zu lange suchen wollen. Und für die, die nicht zu lange warten wollen, haben wir jetzt mal das Video Trails von den Smash Brothers. Weltpremiere. You're stuck in your mood, here we are again. Wait, a long journey it has been. From breakfast to bed, a trail without map, beyond the mean.
Sehr schön. Sehr schön. Also, das ist euer Lied Trails, aufgenommen in der Rheinaue in Bonn. Wie ist das, wenn man vor jemandem auftritt wie Ray Garvey, der ja doch relativ bekannt ist, der relativ viele Fans lockt? Sind die dann eher genervt von der Vorgruppe? Merkt man so den Unterschied? Schwierig zu beantworten, weil wir jetzt ja noch nicht 1000 Auftritte dieser Art hatten. Aber man hat da das Gefühl gehabt, dass natürlich ein Teil der Leute, die sind wegen Mark Forster und wegen Ray Garvey da. Aber trotzdem müssen die Zeit irgendwie überbrücken. Und die freuen sich besonders, wenn die Vorband halt Stimmung macht und gut ankommt. Und diese Resonanz haben wir auf jeden Fall gespürt. Und das ist ja auch in dem Video auch sozusagen nachzusehen, dass da viele Leute mitgesprungen sind und sehr viel Spaß hatten. Wie viel, das waren ja so circa so 200 Fans oder sowas? Also das war jetzt ja gerade noch mal ein bisschen was von Rockaue, was wir gesehen haben, in der Rheinaue und am Kunstrasen. Das ist sozusagen auch nochmal innerhalb Bonns eine coole Location. Da waren, ich glaube, über 3.000 bis 4.000 Leute. Also das war schon eine andere Hausnummer. Wird man da kurz ein bisschen kribbelig? Nee. Es war total cool und wir waren überhaupt nicht nervös. Nee, es war schon, also wir waren überraschend aufgeregt vorher, doch auf jeden Fall, ja. Ja. Du sagtest, das ist jetzt der erste Schritt zur Professionalität. Was ist der nächste Schritt? Was heißt, jetzt werden wir richtige Profimusiker? Was muss man da machen? Das kann man nicht planen, aber der Plan ist spielen. Also wir haben ein paar Leute, die uns da echt gut unterstützen und möchten dann nächstes Jahr so viele Auftritte spielen wie möglich und jeden Auftritt mitnehmen. Wir wollen in ganz Deutschland spielen und wollen überall Stimmung machen und unsere Mucke präsentieren. Ja. Das heißt, ihr geht weniger über das Virale, über das Online, sondern mehr wirklich Präsenz. Oder kann man überhaupt da sagen, wir gehen eher die eine Richtung als die andere Richtung? Das ist eine echt coole Frage, weil wir uns das natürlich auch die ganze Zeit fragen, wie viele Facebook-Fans brauchen wir, wie ist unser YouTube-Kanal, ihr hattet eben einen mega bekannten YouTuber hier. Also wir versuchen beides so ein bisschen mitzukriegen, aber wir sind natürlich auch keine Daily Soap von Band, die dann irgendwie tausende Fans mitverfolgen den ganzen Tag, sondern wir wollen halt durch unsere Musik überzeugen und das machen wir aber auf Konzerten auf jeden Fall. Ich sehe da hinten ein leichtes Winken, auch vom Kameramann, der gerade mal die Hand ein bisschen abschütteln muss. Sophia. Genau, ihr habt wieder ganz viele Fragen gestellt und möchte ich die auch direkt weiterleiten. Und zwar zuallererst, was mich auch interessiert, wie kamt ihr denn auf den Bandnamen? Tja, die Frage haben wir noch nie gestellt bekommen. Genau, du hast extra gewartet bis jetzt. Genau. Wir haben lange überlegt nach einem Namen, der uns beschreibt, unabhängig von irgendwelchen Spielen oder Spielekonsolen, die es gibt. Und haben einfach dann in der Anfangszeit festgestellt, dass wir irgendwie diesen Smash, diese Power, diesen Punch irgendwie haben, den wir den auch live rüberbringen können. Und und da alle uns so gut verstehen, wie Brüder, war der Bandname Smash Brothers geworden. Das ist ein ungünstiger Name zum Googlen, weil man natürlich erstmal nicht auf eure Band stößt. Das ist die Herausforderung. Ja. Noch nicht. Super, okay. Bin mal gespannt. Irgendwann wechselt das natürlich. Genau. Ja. Gut, dann eine andere Frage vom Sebastian ist, der möchte wissen, ob ihr musikalische Vorbilder habt. Ja, also wir haben uns, als wir uns gegründet haben, waren wir echt so, ja, lass uns Mucke machen wie Red Hot Chili Peppers. Also das kann man schon so sagen. Also wir haben damals vor, wie viele Jahren gesagt, ja, wir wollen Red Hot Chili Peppers machen, wir wollen Funkrock machen. Und klar haben alle von uns nochmal andere Einflüsse. Also der Andi hört super gerne Beatsticks, ich ziehe mir auch gerne Jazz rein oder wir hören uns auch Metal an und so weiter oder Hip-Hop, super. Ich musste so ein wenig an Incubus denken bei seiner Stimme, oder? Von den Gesangsansätzen auch und diese langen, hohen, bisschen kräftigeren Töne. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Das ist also auch eine Band, die wir total feiern und wo auch der Manu, unser Sänger, auch auf jeden Fall mega Inspiration hat, auf jeden Fall. Dass ihr musikalische Vielfalt beweisen könnt, sehen wir in dem nächsten Clip. Da haben wir Jekyll und Hyde, so heißt das Lied, in einer Akustik-Session und da sieht man wirklich nochmal die gesangliche Qualität eures Frontmanns. Dr. Jekyll, and I am Mr. Hyde. I try to love you all the time, but your manners make me shy. You and me, just two stars in white space, but you make it feel so tight. I'm the man of the day,
but you're coming out at night. I say, come on, come on, come on, come on, come on, come on. I'm your guide. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Follow the love line. Follow the love line. You Dr. Jekyll. Ja, also da ist ein Akustikeindruck. Sophia wollte jetzt unbedingt noch eine Frage raushauen. Und zwar, ob ihr vielleicht was Besonderes, Verrücktes mal auf einem Konzert erlebt habt. Ja, da gibt es noch ein bisschen Bedenkzeit. Währenddessen kann ich schon mal anteasen, wer die Jungs sehen möchte. Am Freitag kommt nicht nur die Platte raus, sondern es gibt auch eine Release-Party in der Fabrik 45 in Bonn. Weitere Infos dazu geben die Jungs gleich. Jetzt haben sie eine Antwort parat. Ja, ich habe mir mal ein Bein gebrochen auf dem Konzert. Also ich bin Foo Fighters-mäßig. Ja, ich bin nicht ganz so cool wie Dave Grohl, aber fast. Aber nee, ich bin vom Tromriser gesprungen und habe mir dabei das Bein gebrochen. Ja, das war toll. Aber ich habe weitergespielt. Das war ein cooles Konzert. Und ja, wir haben natürlich 1000 coole Erfahrungen und verrückte Sachen. Das ist ein bisschen schwierig. Das, ja. Sagt nochmal ganz genau, wann ihr in der Fabrik 45 spielt in Bonn. Um wie viel Uhr ist das? Genau, das ist also am Freitag, dem 28.08. um 19 Uhr ist der Einlass. Für 5 Euro geht's los. Und wir spielen um 9 Uhr. Die Vorband spielt um 8 Uhr. So ist es. Ja, Peanut Butter Spirit Lovers, die besten Jungs. Das gefällt mir. Und gestern hatten wir das Vergnügen, jemanden hier zu haben, den ich eigentlich auch ziemlich lustig finde. Er ist eigentlich Informatiker und hat dann mal ein Video ins Netz gestellt, wo er Neo-Swing drauf macht. Alle weiteren Infos erfahrt ihr in unserem Like-Dislike des Tages. Du bist ein Tänzer, ein Performer, jemand, der aus dem Nichts heraus plötzlich die Massen so richtig zum Swing kann man so bewegt sagen, hat. Ja. Wer bist du eigentlich? Ja, mein Name ist Sven. Im Internet bin ich unter dem Namen Just Some Motion bekannt, wenn man so will. Ich bin mittlerweile 28 Jahre alt, war eigentlich, ja, oder bin gelernter Informatiker, habe auch Informatik studiert. Ja. Just Some Motion, für diejenigen, die es noch nicht kennen, das war ursprünglich ein Video, was du für die Family gepostet hattest, wo du einfach mal zeigen wolltest, wie gut du mittlerweile beim Tanzen geworden bist. Ja, so kann man es eigentlich sagen. Ursprünglich habe ich ein Jahr lang im Internet nach Tutorials gewühlt, habe ja, mehr oder weniger das Tanzen mir selber beigebracht zu Hause. Und wolltest du damit eine Frau beeindrucken oder einfach nur dich selber weiterbringen? Im Studium habe ich das mal ein bisschen ernster genommen und habe dann wirklich mal nach Tutorials gesucht, habe dann aber keine Tutorials von meinem eigentlichen Haupttänzer Takes on Crime gefunden und habe dann alle möglichen Sachen gelernt, die ich selber für interessant hielt und die ich unbedingt lernen wollte. Und zu Weihnachten, nach einem Jahr, habe ich dann mein erstes Video gemacht, eigentlich nur meiner Familie zu zeigen, was ich so gelernt habe. Und meine Freunde fanden das nachher so toll, dass sie es im Internet unter Reddit dann verbreitet haben. Und dann war es innerhalb weniger Wochen für mich quasi explodiert. Damals waren 100.000 Klicks für mich sehr, sehr viel. Das sind auch noch heute sehr viele Klicks. Und dieses erste Video, der Name von dem Lied war? Jamie Berry Delight. Jamie Berry mit Delight. Jamie Berry Delight. Ja. Und genau das schauen wir uns jetzt erstmal ganz kurz an. Also Jamie Berry Delight war komplett ohne Kameraerfahrung. Ich habe einfach nur Kamera angemacht und einfach das abgefeuert, was ich gelernt habe. Und nach ein paar Wochen, nachdem das so mehr oder weniger für mich durch die Decke gegangen ist, habe ich dann ein zweites Video gemacht, Power of Stella All Night.
Das war anfangs gar nicht mal so erfolgreich wie mein erstes, aber nach ein paar Monaten ging es dann richtig durch die Decke. Und wie wir heute wissen, ist es bei fast 23 Millionen Klicks, also 22,8 irgendwo in den Dreh. Das hat dich relativ erfolgreich gemacht. Erfolgreich in dem Sinne, dass du viele Klicks generiert hast. Jetzt davon zu leben, kann man noch nicht. Nein, vor allen Dingen auf YouTube ist es sehr schwer, allein von den Musikrechten damit Geld zu machen. Also die Musikrechte sind bei YouTube ganz strikt und die Klickszahlen werden auch dem Künstler zugute geschrieben, der die Musik gemacht hat. Also sobald man die Musik verwendet, gehört das Video auch automatisch dem Künstler von der Musik. Sprich, Parovstella bekommt für deine Tanzeinlage hier die Kohle. Wenn man ganz salopp sagt, wäre es genauso. Also er bekommt die Einnahmen von den Klicks und deswegen war es für mich eigentlich schwer, daraus eine Karriere zu starten. Ja, also Just Some Motion gestern hier gewesen, möchte natürlich nochmal darauf aufmerksam machen, wer Bock hat, Neoswing selber auch zu tanzen, kann das bei seinem Tutorial machen auf dem YouTube-Channel oder bei Got to Dance wird er auch dabei sein. Genau wie ihr auch. Wir sind bestimmt dabei. Ihr seid bestimmt. Habt ihr heute Abend schon was vor? Wisst ihr schon, was ihr macht? Wir müssen das Tanzen üben. Ihr müsst das Tanzen. Wir sind ja die Tanzbrothers. Ihr seid eigentlich die Tanzbrothers, heute seid ihr die Smash Brothers. Okay, falls ihr noch nichts Besonderes vorhabt, geht es heute Abend natürlich wieder musikalisch einher hier in Köln und wir haben für euch einen kleinen Vorschlag rausgesucht. Das ist das Duo C on Air. Die treten heute Abend im Yuka auf um 20 Uhr. Das Abendkassenticket kostet 20 Euro. Wenn man ein bisschen früher zuschlägt, hätte man 16 bezahlt. Nächste Mal. Selbst schuld. Ja, du sagtest, du hättest sie schon mal gesehen? Ja, ich habe die. Das ist richtig, genau. Ich habe die in Bonn gesehen vor 2 oder 3 Jahren. Das war echt in so einem evangelischen Pfarrheim. Waren halt da und es war echt cool. Also die waren richtig cool und die Leute waren richtig cool, die haben mega Stimmung gemacht. Es waren vielleicht 40 Leute da oder so. Es war mega persönlich, kann ich nur empfehlen. Geht dahin, die sind richtig geil. Auf jeden Fall. Also man kann zusammenfassen, Erik fand die Band cool und geil. Ja, schön, dass ihr da wart. Schön, dass euch der Kuchen so wundervoll geschmeckt hat. Ja. Sensationell. Also ich finde das gut für alle, die natürlich kein Geld ausgeben wollen für diese Jungs. Crowdfunding, das interessiert mich nicht. Können natürlich bei uns das Album gewinnen. Ja. Nein, also unterstützt wurdet ihr jetzt bereits, das Album ist da, aber wie viel kostet ein Album? 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro könnt ihr wahrscheinlich dann bei der Release-Party aus dem Kofferraum so ganz groovy-mäßig die Platten für 10 Euro kaufen oder 2 Platten werden mir unterschrieben von euch auf den Marktplatz stellen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ja, Dankeschön. Danke, Sophia, für die Betreuung des Chats. Oh, danke. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt haben wir für euch noch einen kleinen Verabschiedungsgruß aus dem Internet zusammengesucht. Und dann sage ich bis morgen und schönen Tag.